Wenn's die 3 Gläser braucht, bis wir's zusammen können, dann lass uns trinken, wenn wir endlich schon mal zusammen sind. Und wenn's die halbe Gutter braucht, bis wir singen können, alle zusammen singen können. Ja, Männerchor und Frauenchor ist zuerst nur eine Idee gewesen, in meinem Notizbuch, wo ich aufgeschrieben habe, Männerchor und Frauenchor. Einfach wirklich der Titel. So als Gedanke, wie geil ist es, wenn du eine Chorprobe hast im Dorf oder in der Stadt, wo du im Chor bist. Und wie geil ist es eigentlich, nach dem Chor singen, zusammen in die Beine zu gehen und es eskaliert komplett. Und logischerweise hast du einen Männerchor und du hast einen Frauenchor und logischerweise vermischen die sich und es gibt Liebe und Sexualität, die passiert. Das war so meine Grundidee gewesen. Und dann hatte ich mal Zeit gehabt, während der Schreibphase im Lockdown und habe ein erstes Demo aufgenommen. Und interessanterweise mit noch recht anderen Lyrics. Das klingt so. Los jetzt. In meinem Dorf gibt's einen Mann- und einen Frauenchor. Im ersten kommen Männer und im zweiten Frauen vor. Sie proben beide am Dienstagabend, machen's genau so, dass niemand schauen kann auf die Kinder, aber genauer genommen sind schon alle alt, alle ein bisschen grau am Ohr. Und ihre Kinder schon 23, also auch schon gross. Also einfach etwas im Text. Aber die Chords sind schon da gewesen. Das ist ja witzig, dass sich Chords von nie ändern über den ganzen Song. Es gibt eigentlich keine Ausnahme. Am Schluss moduliert es. Aber eigentlich sind es immer die gleichen Chords. Und es war von Anfang an für mich klar gewesen, wenn man einen Chorsong macht, wo Männerchor und Frauenchor heisst, muss es ein richtiger Chorsong sein. Und darum ist es schon im Demo. Im Demo sind es Mini-Chöre. Also es singe einfach alles ich. Dann habe ich da alles irgendwie hergepastelt. Und dann sind wir das aufnehmen. Und es war wirklich klar, wir wollen eigentlich nur Chor, wir wollen keine Keyboards, wir wollen keine Gitarren, wir wollen nichts, wir wollen nur Chor. Und sind die Chöre aufnehmen im Entlebuch. Und ich kann jetzt die Chorspuren zeigen. Das sind hure viel. Alles, was rosarot ist und alles, was violett ist, sind Chorspuren. Und wir haben das aufgenommen in einem Säle im Entlebuch. Und die tönen so. Und sie bauen sich natürlich auch auf. Das heisst, es fängt wirklich eigentlich an mit den Mannen, weil die Mannen ja zuerst vorkommen im Text. Und was man jetzt auch noch hört und was recht wichtig ist für den Song, sind die künstlichen Chorsachen. Es hat nämlich noch so Glimmersachen drin. Und das sind Synthes, die auch Chor machen. Und ich habe die sogar so programmiert, das war eine niffelige Arbeit, ich habe die sogar so programmiert, dass sie anmachen, wie der Normalchor. Also die machen den an. Und vor allem der hohe Glimmer ist voll wichtig. Und da bin ich voll hure lang dran. Ich bin generell hure lang dran, weil wir haben wegen der Pandemie nicht den ganzen Chor aufs Mal aufnehmen. Und wenn du einen Chor aufs Mal aufnimmst, ist es voll easy. Überhaupt kein Problem. Aber wenn du Einzelspuren aufnimmst und die musst du zusammensetzen zum Chor, dann ist es super tricky, dass es wirklich nach Chor tönt und dass die Dynamik-Sachen stimmen. Und darum musste ich all die Spuren fahren, mega fest fahren. Dass all die schönen dynamischen Sachen passieren. Da finde ich, tönt es hure geil. Zum Beispiel haben wir dann vor dem zweiten Refrain wäre es geil, es gibt so eine extreme Steigerung und ein Loch. Und das haben wir ja wie nicht gesungen mit ihnen. Das willst du mit dem Chor, willst du es dirigieren, willst du es so singen, aber das haben wir nicht gesungen, darum haben wir es herprogrammieren. Das war eine rechte Frimmelarbeit da. Du musst mal hören, wie das tut. Da. Geil ist ja, irgendeine Stimme ist nicht dabei. Da. Die macht etwas anderes. Gut, und dann gibt es die Chorgeschichten, das baut sich immer mehr auf, das sind immer mehr Chorstimmen. 4 Leute haben da gesungen und das hat man dann multipliziert, die haben mehrmals das gesungen. Und nachher gibt es noch den Chor, wo wir noch dazu kommen mit dem Text. Der tönt so, wenn wir öffnen. Wenn's die 3 Gläser braucht, bis wir's zusammen können, dann lass uns trinken, wenn wir endlich schon mal zusammen sind. Ist der Tobi drauf, ist der Arzt drauf, ist der Gianluca drauf, ist bin ich drauf.
Und das ist natürlich schon geil, dann hast du zusammen schon eine Welt, beide Chöre zusammen. Wenn's die 3 Gläser braucht, bis wir's zusammen können, dann lass uns trinken. Hinten ist sogar noch Vocoder drauf, der ist auch noch geil. Also es ist wirklich darum gegangen, den Chor möglichst fett zu machen, darum haben wir noch Vocoder gemacht. Wenn wir singen können, dann schenk grad ihm mein Freund. Wenn's die 3 Gläser braucht, bis wir's zusammen können, dann lass uns trinken, wenn wir endlich schon mal zusammen sind. Und dann ist es nur noch darum gegangen, was machen wir sonst noch, was machen die Drums, was macht der Bass, braucht es überhaupt all die Elemente. Und dann haben der Simon und der Ivan geile Ideen gehabt, dass sie so einen Loop machen mit allen Sachen, die du in der Beiz brauchst. Also mit Jazzkarten, mit Zündhölzli, mit auf den Tisch klopfen. Und der Loop dann so. Das haben sie wie live gespielt und man hat das sehr gut drunter legen. Gianluca funky Bassline gespielt, aber auch simple. Synthi-Bass, mega modern eigentlich. Modern 808 Bass, dann der Loop dazu. Simon seine geilen Hi-Hats. Drums. Woohoo! All das ist drauf. Was auch noch drauf ist, was auch lustig ist der Klopfbeat. Es gibt einen Klopfbeat, der tönt so. Den habe ich auf diesem Tisch, auf diesem spezifischen Tisch aufgenommen. So mit den Fingern. Schon damals in der Demophase. Voll. Ja, dann sind der Arzt und ich beim Nick in der Wohnung und haben die Lyrics fertig geschrieben, haben das aufgetrennt. Männerchor, erste Strophe, Frauenchor, zweite Strophe, dritte Strophe, Fusion. Am Schluss Liebe, Amore, Sexualität, alles vorhanden. Und sind dann da rein in das und das alles zusammengesetzt und alles zusammen tönt so, wie ihr es kennt. So tönt es bei uns und im Mix, im fettigen Mix am Schluss tönt es so. Wobei der noch jetzt leise ist, hä? Kollege! Okay, jetzt. Wenn's die 3 Gläser braucht, bis wir's zusammen können, dann lass uns trinken, wenn wir endlich schon mal zusammen sind. Und wenn's die halbe Gutter braucht, bis wir singen können. Ich habe voll Freude, weil es wirklich ein Song ist, den man nur mit Chor gemacht hat eigentlich. Und wenn ich mir gut vorstellen kann, dass es so tönt in den Beiz nach der Chorprobe wie da. Bis wir singen können, alle zusammen singen können, dann schenk grad ihm mein Freund.